Gute Mittag, ich meine, heute kann ich so liefern, weil ich Mensch, die meisten von euch wirklich schon lange kennen. Und ich meine, dass wir wirklich ein Jahr für die Mitschheit schwätzen. Wir stehen, und noch wenn du bei ihr gut hast, dass wir es nur auf der schönen Ofen machen, wir stehen für einen engen, verdammt harte Wander. Das ist keine normale Wander. Das ist eine Wander, wo Krieg ist in Europa. Und vielleicht meine Analyse ist, dass den Putin den Krieg auf 3 Niveaus feiert. Das nächste Niveau ist das brutalste Niveau, das geht an der Ukraine. Ein Mann, den seine Armee mit Missilen auf Schulen schießen lässt, den seine Armee schießen lässt auf Kliniken, auf Gären, wo oft wirklich nicht sichergestellt gehen, eine Trennung von Menschen, die einfach so leben an irgendwie Armee auf der anderen Seite. Ein Mann, den Atomkraftwerker a Geiselhaft hält. Und ich weiß nicht, ob mitgekriegt hat, die letzte gelehrt was, sind bewusst Missilen, die ganz nolernst Atomkraftwerker gehen. Da muss ich feststellen, stell dich mal eine Sekunde vor, der wird am Moment an der Ukraine. Egal wo der auf dem Territorium sitzt. Du kannst in 5 Minuten die Alarmserie gehen und dann 10 Minuten steht der Missil an. Das ist die Situation an der Ukraine. Das zweite Niveau vom Krieg von Putin ist die Energie. Für allem Gas, und ich komme noch zurück, für das besser versteht, für was wir an extremen Zeiten sind, auch als Lützburger, für was wir müssen auch extrem weitgehend Maßnahmen an der Tripartite dezidieren. Und das, was man auch noch immens sorgen möchte, das ist die russische Desinformation auf dem Internet. Wir wissen heute seit einem Prozess an England, dass Russland und der Putin extrem eng mit den Brexiters zusammengeschafft haben. Die haben sogar einen guten Teil von der Kampagne finanziert. Am Europaparlament war die bittere Realität, dass die 2 meist geguckten Internetseiten über Europa, das waren die vom Farage und von der Le Pen. Und du fragst dich, wie ist das möglich? Das ist nicht mehr möglich, weil unter denen hier Internetseiten russische Butzen sind, die Internetseiten nur Urwen drücken an der Attention. Und viertlich vor zu Prag waren 10.000 Leute an der Straße mit Plakaten, die kommen von der Desinformationspolitik. Plakaten, Tschechen raus aus der NATO, an allmählich so, also ganz klar eng Manif, die quasi mit der Hölle von Russland organisiert, das an Situationen an Ländern wie Bulgarien, Slowakei, Rumänien, die ganz baltischen Länder, ist extrem kritisch, auch wenn es dem tote Fakten. Aber wir haben ja schon nie verloren. Ne? Also, wir sind am Moment nämlich zu 27 in Europa, wir sind zu 26, weil den Orban, den ist schon verloren, und Leske, von stand durch den ungarischen Energieminister, den ist bei keiner Mesure mehr dabei. Und die letzte hatte ich da aber ein bisschen intervenieren. Du gesagt, sie hat ja aber auch noch, sie verloren Atom investieren, das ist ein russisches Atomkraftwerk. Das ist, die haben Gaskontrakte mit Russland, sie haben Atomkraftwerke, die komplett von Moskau aufhängen. Und du hast nicht gesagt, stell dich mal, dass das eine ganz durchdachte Politik ist vom Orban. Weil egal wen du die politisch wählen willst, ist komplett von Moskau erpressbar. Komplett von Moskau erpressbar, weil sie das ganze Land an die Hand gehen haben, energiepolitisch von Putin. Gut, und dann, für was sind wir auch hier in Westeuropa an einer extremen Situation. Und ich gehe just die Evolution vom Gasmarché über das letzte Jahr. Der Krieg von Putin hat nicht am Februar angefangen. Der Krieg von Putin hat letztes Jahr im Sommer angefangen, wie Gazprom, den Gasspeicher an Deutschland, an Österreich und an Holland gehören, weil die deutsche chemische Industrie BASF sie denen verkauft hat.
wie sie angefangen und Gasspeicher nicht zu füllen. Dadurch sind Gaspreise schon am letzten Jahr hoch gewesen. Das war eine bewusste Destabilisation vom europäischen Gasmarkt. Heute wissen wir mit Sicherheit, dass das schon eine Vorbereitung vom Krieg war. Sind am Oktober die Stadt bis gemerkt haben, auf Brüssel gefahren, bei der Kommission schon gesagt, wir brauchen ein Gesetz, ein europäisches Gesetz über Gasspeicher. Sie haben am Dezember ein Gesetzespaket für Gas auf den Tisch gelegt, da war nichts dran. Am Februar habe ich Allianz gemacht mit quasi allen Osteuropäern, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir keine Regelung haben bei den Gasspeichern, weil Polen, Slowakei, Bulgarien, die wissen, wie vulnerabel das sind. Und dann haben wir glücklicherweise im April einen Vorschlag von der Europäischen Kommission. An Haut sind sämtliche Gasspeicher in Europa zu über 90% gefüllt. Und das ist eine echte Sicherheit. Am Dünner haben wir auch eine Rekordzeit, die muss ich feststellen, an 10 Tagen ein europäisches Gesetz gemacht über 15% Gas abspuren. Ich komme hier nur drauf, wen an Vakanz war, wen nicht an Vakanz war. Trotz den dorten Maßnahmen an dem Fett, dass man massiv LNG kaufen, als Folgendes an der letzten Augustwoche geschieht. An der letzten Augustwoche hatte Putin Menge Meinung seine letzten Kartuschen am Gaskrieg in Europa verschossen. Was hat die Woche gemacht? Nur an der Woche Nord Stream 1, was die größte Pipeline ist, auf Null gesetzt, und gesagt, dass nicht ich denke, Siemens, Turbinen, Kanada, man denkt Embargo und so weiter und so weiter. Nein, dort gesagt, Nord Stream 1, das ist die dickste Leitung, geschissen abgemacht, wenn alle Embargo-Maßnahmen aufgeschafft werden. Das heißt, Nord Stream 1 geht nicht mehr ab. An 2 Stunden hat den Gazprom forciert. Und es so forciert. Langfristverträge, die Gazprom seit mehr wie 30 Jahren immer angehalten hat. Immer angehalten hat. Einfach von einem Tag auf den anderen zu können. Engie, Uniper, Eni, MVO, das sind die OMV, das sind die Österreicher. Die hatten alle gute Kontrakte mit Gazprom. Langfrist-Liefervertrag. An Österreich als ein Langfrist-Liefervertrag mit Gazprom. Das letzte Jahr aufgeschlossen bis 2045 für 20 Euro Megawattstunde. 20 Euro. Die muss ich verhalen, 20 Euro. Was meine ich, wenn ich ein Zwischenhändler bin an Gazprom, die mir 30 Jahre lang immer alles geliefert hat, liefert mich nicht mehr. Ich habe aber noch immer Klienten. Ich habe Kontrakte mit denen Klienten. Aber was muss ich da machen? Da muss ich an der Not, irgendwo muss ich Gas beikriegen. Und das irgendwo übernächt, das ist im Spotmarché. Das Spotmarché vom Gas, das sind 25%, überhaupt nicht mehr vom Gasmarché, over the counter, also bilateral, das sind 75%. Könnt ihr euch vorstellen, wenn Gazprom all die over the counter Verträge kündigt, dann ist ja gut kein, dann ist Spotmarché, the sky is the limit. Weil wie frei muss ja dann da kaufen. Resultat von den 2 Bazookaen von Putin an der Woche im August, der Gaspreis hat sich leicht erholt, war von 20 auf 180 und du wäre rauf auf 120. An der Woche ist der Gaspreis auf 300 geklommen. 300. Also, einfach Rechenaufgabe, der Gas hat jahrelang 20 gekostet. Ende August waren 300. Das ist nicht mal 2, das ist nicht mal 4, das ist mal 15. Mal 15. Und wir sind Ende August, auch für all die, die sagen, wir waren an Vakanz am Sommer, wir sind Ende August. Dann ist natürlich bei mir ein Telefon gegangen, an die von der Südenergie und du die von der Enovos. Und die haben gesagt, Herr Thomas, mit beste Wille, wir haben Akaf. Wir lassen immer an. Wir können Preise nicht mehr halten. Wir sind faiit, wenn wir Preise müssen halten. Faiit wie Uniper, faiit wie die deutsche Staat hat 20 Milliarden. 20 Milliarden hat
Deutschland an Unipergestacher verstaatlicht ze lo 20 Milliarden just fir dass Griesenordnungen versteht von dem wat du oflebt Griesenordnungen dat hecht den was kommt net ernst sie 80% zu hegen an nein Gewichts verstohlen 21 war der Gaspreis 20 am Sommer 21 als der Gaskrieg umgegangen durch Kündigung von der Vertrag dat hecht der Gaspreis war auch halt zu Lützeburg schon 80% gestiegen de man der Eichstadt Tripartit Netzentgelt bezöllt für die Erhechung von 80% für Leute mehr erträglich zu machen an auf 60% aufzusenken. Und wenn man los so dat op 15%, dann hecht dat mir hu schon eng 60% Erhechung a mir man om moyen 15 Drpp 75 an die muss wissen et ziehen Operateuren die hu méi günstig a Kaffee andere. Der Techt ziehen Leute zu Lützeburg an ungefähr 1000 von alle Gasklieren. Die kreen diese Wander eine Gasrechnung, die als 100% mir heich wie 21. 100% mir heich. Aber beim besten Willen, mir braucht kein zu erklären, dass Preise wichtig sind für die ökologische Transformation. Aber für mich war spätestens in August klar. Wir können als Leute auch zu Lützeburg nicht an Messer laufen lassen. Wir wären nicht mehr bei 100%, wir wären bei 200-300% Erhechungen gewesen. Und die Leute sind beunruhigt. Wenn's dem Krieg an der Ukraine, wenn's der Fett, dass den Atomzentralen an Geiselhaft hält. Stell dich mal vor, was lo geschieht für. Wenn wir nicht an der Tripartit gesagt hätten, wir machen etwas, wir holen Eisbazooka, die eine Stimme 100 das Geld. Ein Staat, den es viel besser geht wie dem bulgarischen Staat. An Litauen sind 20% Inflation und die Regierung hat keinen Weg, für ihre Leute zu helfen. Da sind sie aber noch Leverhai. Und ich kappen den Gaspreis nur bei 100% par rapport zu 21. 100%. Dass das all richtig verstanden hat, aber mir hatte kein anderes Schwach, wie das dort zu machen. Ich haut der Spuren ich technisch Detailer, war das Moyen von den 15%, was ist das für Denovos Klion, was ist das für Südenergie Klion und so weiter und so weiter. Das werde ich nächste Woche mit der Woche mal von meinen Leuten, die daran nicht schaffen, kann ich so den Gesetzestext geschrieben. Und das ist alles, das sehr gesagt, wir kappen das, ne? Wieder viel rund, wir kappen. Ne? Und da muss aber eine Hand drin sein, den Gesetz schreibt. Ne? Und das sind dann nicht, schon nicht 2500 Leute in dem Ministerium, schon 25. Und die schaffen daran nicht, die ganze Summe, an noch lo. Wir haben 3 Krisen zu Lützeburg. Wir haben aber der Energie. Wir haben eine Preiskrise, die ich erklärt habe. Wir haben eine Versorgungssicherheitskrise. Und wir haben eine Klimakrise. Und die Spurkampagne, ich meine, da halt so, muss ich ein bisschen weißt, dass das längst Nüstler, wo du musst atmen, weil das beruhigt dich, das trittst, das baut dich ab. Da verstehe ich auch, Heinz, du auch an der Reunion, dass ich das eng nüss, was mich gesehen das ist nicht, weil ich ein kurz will, weil ich am Gern sehen möchte, zu beruhigen. Ende Juli, als zu Bresel an einer Reunion dezidiert ging, Ende Juli 15% Gaserspuren in ganz Europa. Ende Juli, an den 8. September, haben wir zu Lützeburg einen breiten, gut durchdachten Spurplan auf den Tisch gelöst. Und es so einen breiten, gut durchdachten, weil mir wäre es wichtig, an einem Wander, wo die Leute Angst haben, sowieso schon, dass ich eine breite Allianz habe. Und ich wollte nicht durchsitzen, lang. Es wollte durchsitzen mit der ganzen Regierung. Wir waren 6 Ministerien, die über die Summe und den Plan geschafft haben. Es waren da 3 da, von Alferwien. Es war dort Gemengen.
dass wir nur wen gehen, wir sind am Land von der Gemengenautonomie. Wie willst du eng Bret Kompagnman von den Energieminister einfach mal so als der Hüft seht, nutzt Luten aus. Aber man nimmen he op dem Territoire von dieser Stadt sind, hätte ich gerne Reaktion hören. Ne? Für die Luten he am Land zu gerieren, das sind 2200 Schaltschef an einer Gemenge der staatliche Straßen und Gemengestraßen. Die Schaltschef die gehen mit engem Signal gesteuert. Das ist ein unwahrscheinlich Detailerbecht. Das ist für dich, muss ich schon mal gucken, dass ich die Gemengen alle Bord kriege. Und ich bin immens froh, dass auf der Pressekonferenz der Bürgermeister von Abstehen da war, gesagt hat, wir an unserem Gemengerot sind eigentlich der Meinung, dass von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens die Leute sollen aussehen. Das hilft mir, zusammen mit der Kreos, weil das sind die bei die 2200 Schaltschef gehen, und auf der Schnittstelle am Point Chaussee, da stellen sich auch Frauen wie wir haben Zebrastreifen, sollen die nur nicht belegt sind. Ein Accident die nächst meint ob einer staatliche Straße, wo die Leute aussehen. Gut, das muss evaluiert sein, was ich da mache. Und wir sind am Gang mit der Kreos, mit den Gemengen, mit Menge Leute, mit dem Interieur, mit dem Civicol, mit der Klimaagenz, zu gucken, was wir machen bei der Belichtung. Und ich kann nicht sagen, das Resultat von diesem Wander wird sein, dass etwas, was eigentlich recht 2024 vorgesehen war, vorgezogen, für das man überall an alle Gemengen eine intelligente Schaltung kriegen von allen Straßen. Also wird das Krise auch dazu führen, dass man mittel- und langfristig eine andere Energiepolitik haben, aber sie wird nicht mehr bei der Belichtung, aber sie wird auch nicht mehr am Heizungskeller von den Gemengen. Das ist am Gang zu geschehen. Aber die Betriebe also nicht ernst an schmengen Chambre de Commerce durchzuholen, die von sich aus einen Brief an ihre Membre schreiben, diese Wander sind Tieren an den Kleiderbutiker zu. Das können wir uns nicht leisten. Ich fand das als responsabel von denen. Und dafür habe ich mit denen die ganze Summe zusammen geschafft, für das möglich ging ist. Wir haben eine Hotline angerichtet, wir haben frequently asked questions angerichtet. An der BBL, Dakar, an die Assurance werden alle Gurten auch auf 20 Grad gehen an ihre Gebäude. Das heißt, das ist ein gut durchdachte, breite Abspurkampagne. Und ich hoffe, dass von mir nur am 1. März, nur diesem Winter, über 15% sind, dass all die so Raum mit Eis sind, und so ein Eis fällig für alle Menge Leute muss schützen. Dann hoffe ich auch, dass die das Standing Ovations machen am März. Gut. Dann zum die dritte, und das ist die eigentliche Krise. Und es tut mir so weh, wenn ich weiß, wo wir uns kollektiv hingedriven haben. Und ich habe mittlerweile einen Punkt, wo ich so wie falsch mal lachen. Und ich gehe noch weit zurück, 1992. Rio de Janeiro, die erste Weltkonferenz Klima oder Umwelt an Entwicklung. Droga nicht als Young Pioneers, mit Alex Body, Jacques Hunter sind nach China in der Zeit politisch. Demos als etwas komplett Falsches dezidiert, weil das die letzten 30 Jahre auf den Irrweg gefolgt haben. Und wir haben Demos gemeint für ihren Fortschritt. Sustainable Development heißt, bis haben wir Ökonomie, und wir verdelen, und dann haben wir eine Umwelt dabei. Den Dreieck, Magic Dreieck. Heute wissen wir, ein riesen Irrtum, weil es gibt nicht mehr ein Dreieck. Es gibt nicht mehr ein Dreieck. Das ist innen als Natur, und alles Ernste steht drauf. Innen als Natur, und alles Ernste steht drauf. Mit der Natur gibt es nichts zu verhandeln.
Zero, nada. Für Wert. Wenn die Ökosysteme aus dem Equiliber sind, du hältst sie nämlich an. Aber wir sind verdammt nur und in den Tipping Points. Schon daheim pur so Bücher. Schon 1988 an einem Examen, Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Klimaschutz, das war nach Rio. Da stand schon alles dran, was geschehen. Bill Hare von Greenpeace, haut nach von den großen Wissenschaftlern, mit den 90er Jahren, Climate Tipping Points. Alles richtig, das heißt, wir haben wie viele, das scheinst du recht, sind 30 oder 35 Jahre, haben wir nicht gelauscht, ob die Stimmen, die eigentlich recht hatten, das mit der Natur ist nicht vorhanden, und wir müssen die Tipping Points respektieren. Und dafür auch ich dafür gesucht, an mir hun dafür gesucht, und ich will das nicht just auf die Gründe, ich meine, das ist eine Koalition, und an der Koalition haben wir dafür gesucht, dass an diesem Park mehr wie 230 Millionen sind für Transition Klimatik. Mehr wie 230 Millionen. Nachdem wir schon an der letzten Tripartit mehr wie 200 Millionen Klimaschutz an der Industrie dezidiert hatten. Für die Industrie zu helfen, von Gas auf elektrisch, für die Industrie zu helfen, von fossilen Wasserstoff auf grüne Wasserstoff. Wir haben mehr wie 200 Millionen dabei gelöst. Und die wichtigste, wenn es schon muss, de Gas kappen op 15%, weil sos fir Rechnung fir verschiedene Leute méi wie 100% am Lugang seit 21. Da muss doch mans dafür sorgen, weil Klimaschutz der wichtig ist, dass Strom mi billig bleibt. Dat steht die Mengen wie wir am Sommer an der Vakanzgewichte hätte net no gedurcht. Natürlich kommt der Vierschlag von der Strompreis do hale wo haut ass. Ich weiß, wen die gemerk huet. Ich weiß auch wen TVA von 17 auf 16 an Gespräch gebracht wird. Das heißt, Strom als mehr billig, wie Gas wie Mazout, das heißt, als die wichtigste Story, Renovation geht weiter, wir machen einen Top-up von 25%. Nachdem wir schon einen Top-up von 20% gemacht haben. Wir investieren mit Joel zusammen an den Klimafonds massiv an Sue von der Renovation. Das Problem sind nicht mit Suen. Das Problem sind, wie viele Handwerker haben wir Terrain und noch drunter schaffen wir. Das ändert als den Mazout- und Gasersatzprogramm gibt durch das Tripartit 25% besser am Geld gestaltet, für das auch kein finanzieller Grund für das nicht zu machen. Photovoltaik. Wir halen den Abspeisepreis, die wisst, dass den immer aufgegangen ist, wir halen den nächstes Jahr, weil Käste von der Photovoltaik wenigst Covid an Ukraine an Blut gegangen ist. Wir setzen TVA von der Photovoltaik mit dem Finanzministerium von 17 auf 3. Es gibt auch parallel an diesem Budget könnt Maßnahmen, Reparaturen zu Lützeburg kommen auf den reduzierten TVA-Satz. Und wir machen einen Top-up für die Subvention von den Solaranlagen an Batterien kommen wir dran. Das heißt, ab irgendwann am November kriegst du noch mehr Geld für den Solaranlage daheim an. Wir bezahlen auch am Kader von dem Subsid Batterie, für das du mehr kannst daheim autonom Strom. Und das ist natürlich die beste, das ist noch günstiger wie 21. Das ist noch mehr günstig für den Strompreis. Und dasselbe macht man an der Industrie. 30 Millionen an einem extra Ausschreibung Ende Oktober, Anfang November für ege Stromverbrauch auf allen Industriehallen, a Lützeburg, auf alle großen Erklängen mit einem Investitionshilfe. 30 Millionen Euro, das bringt uns 30-40 Megawatt und die können nächstes Jahr abgerichtet gehen. An nur 2 Jahre 4 erbecht, mit dem Joel seine Leute, mit dem Agrikultur seine Leute, mit vielen Gesprächen, mit Movement, mit Eurosolar, machen wir auch am Oktober 50 Megawatt Agro-PV. Zeit für 5 Megawatt als River. Das 50, 100, wir müssen pro Jahr, wir haben also im Energie- und Klimaplan 100
Megawatt Solar all Jahr dabei. Es sind der Meinung, auch das geht nicht durch, wir müssen noch auf 125 kommen, aber parallel müssen Wandturbinen weiterhin schnell gebaut gehen. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Und dann vielleicht zur Lästerfroh, zur Gerechtigkeitsfroh. Ohne die heutigen Tripartit. Für das Land, diese Wander, das wir nicht schön gehen. Nicht schön für die Leute. Ohne Datei hätte mir die Sozialpartner nicht zusammengekriegt. Ich kann nicht sagen, wir hätten wahrscheinlich einen Dusch wie der Putin gebraucht. So weit werden sie außernehmen, wenn es um den Index geht. Gewerkschaften, und ich meine, sind da paar die wären am Raum, und das ist schon kein Geheimnis. Gewerkschaften wollten alle Indextranchen ausbezahlt kriegen. Patronatsvorschlag war, Index geht gefreezed, die können dann eine Frigo, und wir bezahlen ein Prim unique, und dann 24 gucken wir. Und ich so so gute Premierminister, den hat nicht viel Zeit gebraucht, vielleicht auch, weil er nie auf dem François Baus sitzt, für zu verstehen, dass das ein unsäglicher Vorschlag wäre von den Patronat. Und das, was er muss verstehen für die Dynamik von der heutigen Tripartit, an all, hätte er nicht können Grundstrom, Mittelstrom, Heistrom, gut, und dann merkt er das am April, Mai, Juni. Am August waren die Rechnungen vom Stadtdeck bei 2 Indextranchen. Anfang September, nicht Anfang September, am halben September, ich meine den 13. September genie, kriegten wir als Regierung vom Stadtdeck die neueste Rechnung. Da waren wir bei 5 bis 6 Indextranchen. So, da stell dich vor, die hat einen Dusch, den man so breit, so lang als wie dem Putin sein, ob der Index vor zwischen den Gewerkschaften an dem Patronat. Ich meine, wir sind nicht schlecht am Verhandeln des Regierung. Aber das ist aber ein großer Unterschied, ob es zwischen den Sozialpartnern 1 bis 2 Indextranchen, dass die, weißt du, die da getestet kriegst, dass die eng froh sind, dass Kaufgrad oder Halle bleibt, und die anderen so ein China-Volo wettbewerbsmäßig nicht inne. 5 bis 6 Indextranchen. Da ist es just etwas gehen. Das war Bazooka bei den Energiepreisen an TWR nach aufsetzen. Für das man von einer unmöglicher Verhandlung von 5, 6 Indextranchen mit denen Putin durch zu einer Verhandlung konnte kommen, die machbar wäre. Am machbar ist eben, dass wir eng Indextranche am Dezember können verschieben. Vor allem, wenn wir den Gas schon fertig bringen, laut Avancen drauf gehen. Und ich weiß auch, wem sein Leid, und ich muss denen 1000-mal merci sagen, es fertig spricht, dass die Fournisseurs bereit sind, ohne dass es der Gesetzestext gibt. Ob hier Avancen zu verzichten von 80-100%, das weist Lützeburg, das Landteil, du hast Vertrauen zwischen den Akteuren. Aber wenn wir das nicht hätten, dann hätte man das alles so gut nicht so schnell fertig gebracht. Das heißt, wir hatten 5 bis 6 Indextranchen, die wären nicht zu verhandeln. Das war unmöglich. Wir haben die reduziert auf 1, 2 und das war nicht mehr möglich, weil es so massiv eben an den Preis angegrafen ist. Und natürlich ist es klar, dass von die heutigen, wenn wir durch diese Wand gekommen sind, da brauchen wir natürlich auch als Lützeburg ein froh über, was das sozial gerecht. Und Sozialgerechtigkeit, die geht über Steuern gemacht, über Steuerpolitik. Und das ist klar, dass die Steuerpolitik eine andere Bedeutung wird kriegen, die nächsten Jahre, wie sie vielleicht bislang hat. Dann erlaubt man ganz zum Schluss 2 Minuten. Wir haben noch eine andere Frage, die man an diesem Land muss lesen. Wir sind alle froh, dass wir ein Land sind mit wirtschaftlicher Dynamik. Die wirtschaftliche Dynamik heißt demografische Dynamik. Wir nennen das Wachstum und dann haben wir 10 verschiedene Definitionen davon. Schon das Woche, nur 2,5 Jahre vererbt, der Programmdirektor de l'Aménagement du Territoire durchgelöscht. Die muss wissen, dass es eine ganz enkadrierte Prozedur lohnt, Gemenge für Zeit für erwähnen zu machen, aber auch all interessiert. 3 Stoßrichtungen. Die erste, das Land als gut, noch von der François Bausch
Armeeminister aus das Land hat eine gewisse Fläche, die geht nicht mehr groß. Also Thionville als a Frankreich, Erel als an der Belgien. Also das Land hat fest Grenzen, auch von der François Bauch Armeeminister aus. Das auf dem reduzierte Boden muss so geplant gehen, gebaut gehen, dass Männer Griechenland immer Schluss geht. Wir sind gut bei den Frischen. Ich meine, du gibt wenig Länder an Europa, die besser sind wie mir. Da, wo wir nach Näheren sind, das Modernisierung, Refreshing an den Kartien. Nowhere will man das dem Marché überlassen, den Promoteuren, den enger Bomi ein Haus aufkäft, dann dünner natürlich seinen Juristen drauf setzt. Gucken wir mal an den PAG, where is the maximum? Was kann ich dann da rauskriegen? Ne? So können wir nicht weiter. Wir brauchen eine geplante Renovation, aber wir probieren mit der Gemeinde Everdingen ein erstes Projekt zu machen, basiert auf dem Kadaster sein 3D, zusammen mit dem Samsengerleut, auch für zu gucken, Patrimoine, Energiespuren, Mobilität, Grings, Überhitzung, alles das Niveau von Karten. Das ist die erste Politik. Die zweite ist, das Land muss die Courage haben, die 150.000 Leute, die in der Weg sind, auf Lützeburg, die nächsten 10 Jahre, machen wir es nicht für wir haben ein Wurstum, an den hält nicht ab, den hat auch am Covid nicht abgehalten, bevölkerungsmäßig, und auch nicht abgehalten wirtschaftsmäßig. Es geht nur mal darum, dass die 150.000 auf den richtigen Plätzen abordable Wohnungen kriegen. Da haben wir schon viel geschafft mit dem Plan sektorell Logement, aber da muss man die Courage haben, die müssen an der Stadt wohnen, wo der öffentliche Transport geht. Wir müssen abhalten, Saupoudrage zu machen, auf allen möglichen Dörfern. Und da tun wir auch mal am Samstagmorgen eine Pressekonferenz über die Patrimoine. Meine Sorge ist, dass das Land heute seine Seele verliert. Wenn wir nicht mehr an Geld denken, wenn wir nicht ordentlich planen, dann machen wir das Land futti. Ich will das nicht. Ich will das nicht an den Dörfern, ich will das nicht an der Stadt. Und dafür brauchen wir eine neue Planungskultur, und das lässt das. Eis weiß, mit den Gemengepolitikern von 200.000 Frontalien umzugehen, der ist von viel gestern. Von viel gestern. Wir brauchen eine andere Approche für, was man nennen, der funktionell von Lützeburg, da das Definition ist, wenn es ein Gemeng was, wo mehr wie 50% von den Leuten zu Lützeburg schaffen, am Platz an dem Land, wo sie wohnen, dann gehören sie zu eiser eher funktionell. Am eng Minister der es nie groß Luxemburg nennen, weil das kein guten Term. Aber am Endeffekt ist das eine Realität. Zu Thionville, da sind 60–70% von den Leuten, die zu Thionville wohnen, die schaffen zu Lützeburg. Und das ist nicht immer lustig. Zu Erel, du hast im Moment Plaque Jaune gegen Plaque Rouge. Und der Konflikt ist am Gang, sich rumzuschaukeln. Weil Plaque Jaune, das heißt, es schon Geld für auch die dote Preise zu Erel zu bezahlen. Erel ist mittlerweile bald die teuerste Stadt an der Welt. Und dafür brauchen wir auch einen anderen Ansatz, grenzüberschreitend. Und ich bin froh, dass ich Mont Blanche und mein Mouvement auf der froh, wenn die richtigen Alliierten haben, und darüber denken wir dann noch. Vielmals merci.